Ursula Wolfgruber will Bergführerin werden. Doch zwischen dem Wunsch und dem Ziel liegt als erste große Hürde der Eignungstest. Ich bin schon 2 Jahre davor mal zum Ski-Eingangstest gegangen und dann habe ich mich verletzt. Das war die Fahrt mit dem Rucksack und dann haben wir das Kreuzband gerissen. Und ja, war dann halt mal 3 Monate außer Gefecht. Und vielleicht hat es das braucht, weil das hat mir halt so ein bisschen so die Grenzen von dem Ganzen gezeigt. Also ich meine, Bergführen steht und fällt halt mit der Gesundheit. Das war dann so der erste Denkzettel, den ich da verpasst gekriegt habe. Ursula ist Lehrerin. Führen will sie zum Ausgleich. Aufpasst mit Zusatzgewicht müssen wir den Rucksack überprüfen. 10 Kilo Zusatzgewicht sollte dann jeder haben. Gibt auch keinen Damenvorteil, leider. Also keine 20% Abschlag oder sowas, leider. Wer beim Eignungstest eine Chance haben will, muss alle alpinen Gangarten beherrschen. Skifahren, Bergsteigen, Klettern in Eis und Fels. Nur wer selbst überdurchschnittlich guter Bergsteiger oder Bergsteigerin ist, hat das Zeug dazu, andere zu führen. Nein, es ist echt schwierig, das einzuschätzen. Man sieht sie selber nicht, aber keine Ahnung. Man freut sich, dass es irgendwie vorbei ist. Aber sagen, ob das jetzt gut war oder so, weiß ich nicht. Es war gut. Ursula darf die Ausbildung beginnen. Genauso wie Julian Bückers. Ich bin Fotograf, mache viel so Alpinfotografie. Mein Bruder ist Bergführer und der hat mich immer versucht, da so ein bisschen hinzutreten und hat immer gesagt, hey, mach das auch und es ist doch super und so. Und man lernt extrem viel. Und ich hatte Respekt davor, weil ich mir irgendwie gedacht habe, ich will mir das auch nicht kaputt machen, dieses Schöne am Bergsteigen. Die Kunst des Führens ist meiner Meinung nach, dass man so weit vorausschauend denkt, dass man weiß, in den nächsten 50 Metern, in den nächsten 100 Metern kommt das und ich kann schnell darauf reagieren. Und ich habe den Gast immer bei mir, also so, ja, ich spüre den, ich habe den auf Tuchfühlung, aber ich stresse ihn nicht, dadurch, dass ich immer anziehe, dass er sich nicht fühlt wie so eine geführte Kuh oder so, die man immer weitertreibt, sondern dass das für den auch passt. Das ist, glaube ich, die Kunst. Und diese Kunst erlernen die angehenden Bergführer in etwa 160 Ausbildungstagen. Zu jeder Jahreszeit und in jedem erdenklichen alpinen Gelände. Im Fels genauso wie in Schnee und Eis. Ja, Schiss habe ich ein bisschen. Ich hoffe, dass das gut funktioniert, aber ich glaube, das haut schon hin. Ja. Das Kennenlernen der eigenen Grenzen, der physischen wie der psychischen, ist auch ein Teil der Ausbildung. Ja, also es ist natürlich anstrengend, dass man halt über 3-4 Wochen nonstop jeden Tag halt am Start sein muss und halt die Sachen, die einem dort gesagt werden, auch die ganze Zeit umsetzen muss. Ich bin auch gespannt, ob es halt. Schauen wir mal. Ich komme da sehr, sehr schnell an meine Grenzen, einfach durch mein Körpergewicht und die Kraft, die ich habe jetzt im Vergleich zu manchen meiner männlichen Kollegen. Aber das ist halt die Kunst, dass man das halt trotzdem irgendwie handeln kann. Am Ende von Ausbildungszeit und Praktikum kommt die staatliche Prüfung in mehreren Disziplinen. Julian packt für die erste Prüfungstour im Eis. Okay. Ja, morgen ist erste Prüfungstour jetzt im Eis. Breithornüberschreitung. Genau. Jetzt sind wir am kleinen Matterhorn. Und morgen geht's los. Ich wollte eigentlich ganz lange überhaupt gar kein Bergführer werden. Und jetzt
bin ich eigentlich doch fast fertig und ja, mir taugt es total. Also ich bin so froh, dass ich da die Ausbildung angefangen habe, weil es einfach für einen persönlich so ein super tolles Erlebnis ist. Und das zieht sich über 2, 3 Jahre, 4 Jahre. Und ja, besser kann es eigentlich nicht sein. Ich bin total glücklich. Und heute kann Julian Bückers als staatlich geprüfter Berg- und Skiführer dieses Glück mit seinen Gästen teilen.